Das Zeit für mein Merkadach Deluxe, der Battle-Modus, das ist mein vierter Part heute beim YouTube-Channel. Wir machen heute einen kleinen Recap vom World Cup, das war wirklich ein Highlight von der letzten Zeit am Merkat. Auch Deluxe-Domain, ja, heute, den 30. Juli, kommt das Partner raus. Aus einem guten Grund, der Novent um 5 Uhr, respektive nur mitten, für verschiedene Leute, das ist schon Novent, fährt nur mitten oder der Tag geht richtig bei verschiedenen Leuten, ne? Spielt Japan gegen die USA die große Final. Es war lange Weg bis dahin, weil hier die drei Gruppen gehabt, wo jeweils 4 Kippen drin waren. Mir von Lützeburg war ja dabei, das weiß ich auch normalerweise noch nicht warum. Wir hatten die letzten Platz natürlich auch kassiert. Nicht so schlecht verkauft gegen Australien, wo wir schon so 120 Punkte mal verloren hatten. Du kaum Desaster gegen Japan, wo wir einfach in der Trainer kommen sind. Wir von Finalist schon darum, bekannt genoss. Geht dem ja konnte spielen gegen ein Amateur-Equipe, wie doch im Football der Fall ist, und auch in Amerika natürlich. Denken ich, wenn uns nicht schnell ist, hergezogen, wie wir Karte abzukriegen. Naja, haut am Battle-Modus mit anderen 2-3 Rennen. Battles besser gesagt, das Projekt ist so ein bisschen der Punkt, wo ich verzweifle bin, weil der Battle-Modus packt es nicht richtig, er kriegt nicht viel Rückhalt auf von den Communities. Es gibt an der MKU eine Division mit 6 Equipen von weltweit, die den Battle-Modus kompetitiv spielen. Du müsstest nicht traurig, wenn es nicht machen ist, weil die zerstören, das wird wirklich. Naja, Kanada aber eben noch mir noch da ich verloren gehabt an unserem Match. Aber es war vorausgesehen, es war wichtig, dass wir als Matcher konnten überhaupt spielen. Also sind wir über die vierte gehen, also als Division, und auch höchstwahrscheinlich von den alles zusammen rechnen, ist die Equipe, die auf der 12. Platz hat, nur wird Lion, die schlechteste Equipe von 12 Nationen auf der Welt, aus das gut, aus das schlecht. Ich meine, das schon ein Fett, dass wir überhaupt können durchstehen, auch schon gut geschafft. Und für die Leute, die so, ja, mit dem mussten wir auch gewonnen, invitieren ich herzlich das Trupp für den World Cup 2018 nach Zürich an einem Jahr, um sich warm umzudehnen, an Mat zu trainieren, an ein Ziel für einen anzuhören, ne? So was der hat. Gut, da komme ich noch ein bisschen auf die Diskussion, es war ja dann Gruppephase. Da war auch noch das zu betonen, dass dort 2 Nationen eine Wildcard-Routen, also der Division waren kein. Das heißt auch Australien hat mit unserer Victoire sich ein bisschen schlecht verkauft, so war der Tisch genug Papa zu den anderen Ländern. Und dann verlierst du eben noch die Wildcard. Die Wildcard ist gegangen um die Holländer und noch die Spanier-Routen. Mit so tritt aus, auch die Spanier, die haben Krampus gehabt, weil die Japaner da noch schon gut. So, mir die mal befreit. Machen wir mal Snaps für das Business, ne? Und das war wirklich auch vom Resultat her genau in der Sache wie gegen das. Kann ich mir vorkommen, mein Gott. Das ist eben so, ne? Das soll ich dafür rundherum schwätzen. Die Japaner ist einfach eine Nummer für sich. Und wir haben auch gute Relationen mit verschiedenen Spanier, weil wir so viel an der Division haben, weil sie Junglenker gefressen und so fest. Die haben noch gesagt, etwas uncredible, ne? Und so haben die dann noch gegen die Japaner an den Quarterfinals verloren. Und guck mal nach die anderen Matches, weil ich gehe hier befreit zur Aufwechslung, tipptopp. Setz mal die Blooper noch ran. Ein bisschen anspringen. Wir gucken nach die anderen Matches, die nächste dran, wo ich muss ein bisschen viel klicken für am Detail zu gucken, weil ich weiß nicht, ob der Reihe von Jazz-Fan ist. Mit den Halbfahrt also viewermäßig war immer so 100, 200, sogar 300 an den guten Overstunden, die das nur guckt. Und da ist ein kleines Community, da ist eine Community, die sich selber zurückhält. Das ist eben so, mein Gott. Dafür rausgesehen. Auf dieser Platz, ich muss auch wirklich so gehen, wir hatten viel Leute, die von Lützburg aus mitgeguckt haben. Da dicke Merci, die das gut supportiert, doch von nicht viel supportieren go, falls du da. Und ich meine, der Tag ein gut Strom. Kommen wir nur nach der Landspark, die letzte Sekunde. So, dann können Appell den Novent um 5 Uhr, dafür könnt ihr Video auch noch ganz spontan raus. Hust, Fernkehr auch erste Weise, guckt die Finals, weil sie werdet auch sehr schön. Ja, ich hab gefressen, weil zum Schluss mehr ich es nicht packen. So. Wir gucken dann zweite Match noch, das war Kanada gegen Deutschland, und noch da hatten als deutsche Kollegen nicht viel zu melden, Kanadier sind einfach stark.
Da wäret och dann eben Semifinals, Winner Semifinals Japan gegen Kanada dann an dem Beemschen. Dann nutzen Zeit nach eben den dritten Match für den Trobert, dat fährt USA gegen United Kingdom an der wisst wie von alles der wisst auch da wie verloren hat. UK aus dem oder an Losers Bracket gerutscht. Zu guter Letzt dann nach dem Match 4, wo die zweite Toller gegangen aus der an Franzosen op sich Hanno sitzen an Franzosen als zweite Seed gehen, der Jundo gegen Toller natürlich auch nicht ubrennen gelos. Dann gebe ich so ein Schmerlenke Semifinals von der Winner Brackets. Da war Japan gegen Kanada dann auch ziemlich klar mit einer 100 Punkt Differenz plus minus für die Japaner. Ich hatte den Match selber geguckt. Die Kanada hat sich aber ganz gut aus der Fair gezündet, weil eben natürlich schon die Japaner um die Unzählen, dann ist doch nicht viel dort zu melden. Der Match 8 war dann USA gegen Frankreich, wo die Amerikaner und Franzosen bis mir knapp mehr Wochser du gewonnen haben. Da war dann die grosse Winner Finals Japan gegen die USA. Die war letzte Freude mit um 4 von der Bauer ist es beim Black Set zusammen geguckt. Und holy shit. Die USA als die letzten 2 Kurse mit 21 Punkte 4 Sprung gegangen. Also sie mit minus 4 rauskommt, weil Japaner die letzten Kurse einfach durchgedreht sind. Mit Top 3 und einer Top 5 für sie dann für sich geschlagen, konnten dann die Winner und Grand Finals als echt anzeigen. Und du hast auch lange weh müssen dann werden bis die andere Equipe noch gespielt. Loser Brackets dann. Wir geieren aus dem Trobert war Spanien raus, Deutschland war raus, gedickt aus der Winner Finals. Der Jünger gegen nicht gespielt und noch da Spieler nicht viel zu melden gegen die deutsche Mannschaft. War ja obvious, dass die Deutschen aber Potenzial für den Top 6 zu kommen. Sie sind als 5. Seed gewirrscht und sie packen nicht dann noch die Amerikaner, die Spanier da aus Face zu klacken. Dann im Match, der bis mir Spannung hat, UK Fishing Island, muss noch mal so, die Irländer hatten sich schon da last minute noch mal angeschlossen, dass sie mich safe in die Kippe konnte stellen. Da haben die Engländer dann Holländer zerstört. Und die waren dann noch leider Gottes raus, aber für Holland war es schon lange so, dass die auch die Wildcard sich ergattert hatten, weil da war doch wie gerechnet. Wir kommen dann an die nächste Runde von der Winner. Von den Loser Rounds. Frankreich gegen Deutschland, der Klassiker. Den zu ganz von Franzosen gegangen, also 6 Punkte Differenz, da war das, auch die Deutschen waren noch ein bisschen mokisch. Aber ja, die Franzosen, sie sind einfach ein Hartnuss und sie wussten nicht am Fair, sondern leider Gottes waren es nicht mehr gehen. Aber hey, das ist auch, it's just a game, so, dass ihr nicht das Potenzial so zu verdienen geht. Ich muss noch betonen, dass das viele Leute nicht, wir machen E-Sport ohne so zu verdienen, was du tust. So bist du mir dann gesungen. Voilà, merci. Wenn du auf Kado stehst, da gehst du bestraft, bei Köln, ganz einfach. Wenn die nehmen, dann die Kastenamulette, das weiß ich mir wohl. Voilà, und dann war eben die nächste Runde Franzose oder Deutschland endgültig eliminiert. Deutschland hat auf die 5. respektive 6. Platz gelandet von 12 Nationen aus einer Leistung, wie die Deutsch kennt, die mussten immer Weltmeister gehen, hatten nicht viel Zeradette leider, gehen Franzosen. Aber wenn ich gucke, wie das Niveau aussieht, Deutschland sich auch da gut verkauft. Ne? Dann der nächste Match war UK gegen Kanada, und hier war wirklich Sensation vom ganzen World Cup, nämlich UK packt Kanada rauszudixen. Und plus auch noch 70 Punkte, die hat wirklich gut in der erwischt. Ich kann just Geschichte erklären. Kanada, die gestreamt, an der Mitte von Matchen, die einfach das Team ausgegangen ist, dass ich so geschummt bin und das nicht gegangen. Und es war Chaos. Kanada war nicht viel präpariert, wie das gesagt. Und mein Gott, kann viel kommen. Aber ich gebe aber so ganz ehrlich gesagt, wenn es die Schossteams hören, ich gebe aber schicken, auch wenn es scheiß geht, dass du das Match 4 bist, weil die Situation war wirklich storniert. Während des Streams, wusste nicht, was er soll machen. Und was du nicht mehr hörst, ne? Da musst du halt eben noch unter dem Blöd lallen, ne? Was du tust. Dann hat Kanada auch schon die 5. Platz gemacht, obwohl sie Top 4 Kandidaten deutsicher waren. Und holy moly, die haben das wirklich da als Challenge stand. So, da kommen wir bei den Losers Semifinal, da war die Franzosen gegen die UK. Die United Kingdom war natürlich dick motiviert. Nee, auch gegen Franzosen, höchst nicht viel zu redetten. Und Franzosen sind immer da an Top 3 kommen, sicher. Und UK hat dann
müssen leider sech mat der feierter Platz sehr gut gehen. Me wann du als sechste gesiegt bist an du gehst nach feiert den Herr länger World Cup Mengner sie den himmlische Gewinner von dem Turnier. Wir wissen ja, Japan geht USA war Resultat von 494 auf 490 nur 12 Kursen. Und die Amerikaner, die hatten nicht dick auf sich sitzen, die müssen noch gegen Franzosen in Losers Finals spielen, das heißt auch, wenn sie gewonnen haben, mussten sie heute Mitte zweimal gegen Japan spielen, respektive auch gewonnen. Und heute war eben auch ein Beweis, wie krass die echt Top 3 Nationen nun hängen. Die Amerikaner haben die 4 Punkte eiskalt gut gemacht, und noch nicht ist gut gemacht. Sie gewannen mit 494 auf 490 gegen Franzosen. Franzosen hatten Chance gehabt, für mal endlich gegen Japan anzutreten. Es wird nach der Revanche von der Winners Semifinals mehr. Die Amerikaner klagen sie auf 4 Punkten, aber bedenkt 4 Punkte ist nicht viel an dem Spiel. Du musst einfach so in eine Roserei an deiner Panzer her, wenn du das verlierst. Das ist schön zu gucken, mir ist komplett Verständnis, dass die Leute einfach Spieler aus der Fenster gefühlt und sie auf 4 Punkte beim World Cup nicht an die Finals kommen. Leider schön für die Franzosen, sie gehen dann noch Dritte. Aber auch für sie guten Job und ich gehe halt zur Steuer anscheinend. Wir kommen dann, wie gesagt, zur Grand Final Event. Japan gegen die USA, die zweite Oplage. Ich bin gespannt. Wie gesagt, sie 4 Punkte Differenz gewesen. Ich meine, die Japaner lassen nur nicht überrennen. Auch wenn die Japaner verlieren, immer wirklich eine Sensation, dass die World Cup nicht gewonnen. Ja, das ist halt ein Käfig mit Donkey Kong. Das sieht wirklich nicht gut aus. Okay, anscheinend doch. Naja, du kriegst mich nicht völlig ein bisschen mein Verkehr machen. Werde ich Kasos erzählen, als Mark hat 4 Jahre den World Cup gehabt. Und da war ja Team Benelux mit einem Spieler aus Lützburg dabei. Und die haben den Bock geschossen, auf Lützburg gesagt. Die haben nicht gepackt, da so all Respekt. Die haben wirklich gepackt, für an die Top 4 sich zu qualifizieren. Sie hatten eine Gruppe mit 5 Equipen, und die 2 Besten sind dann in eine Rang 4 gekommen. Aber wenn man die gezwafft, der Unit wirklich fertig spricht, wird nicht abzutauchen, für keine Equipe zusammenzukriegen, für gegen die Amerikaner ein Winner-Final, Semifinal zu spielen. Da haben wir als BNL mit 120 auf 0 den Match gewährt gehen. Das ist skandalös, fand ich, wenn du schon nicht packst, fertig so weit zu qualifizieren und dann einfach siehst, ich kriege keinen 6 Leute zusammen, obwohl mein Kader von 9 plus sind, also sie hatten noch mehr, weil es 3 Länder hier wären. Ich weiß, das Problem sehen, ich soll es da auch schätzen, ich weiß nicht, weil die Arroganz von verschiedenen Leuten, die dann dort zum Scheitern bringt, dass Team BNL sich da kennt profilieren, wir wollen dann das eben so. Kann ich nicht erinnern, der Plus geht nach so gegen die UK, also USA müssen spielen, und dann ist auch der nächste Match müssen fortführen. Das war am Anfang nicht gegangen, also Team BNL außerdem gescheitert. Und nicht unter Resultate, das muss doch mal kriegen. Und nicht unter Resultate gescheitert, mir einfach unter Topischkeit von verschiedenen Ledern da. 3 Länder verstehe ich aber nicht, und du musst einfach nur denken, hier noch für Team Lützenburg. Die hat gepackt und aber erst die Durchzahl, die 3 Bachelors, gut, das war stark, wir werden alles Bachelor gespielt werden, aber vollzählig bis auf Australien, wo wir durch den Zeitwechsel nach Campus konnten. Mir holy shit, also Team BNL, das ist schon ein Blamage. Wenn es das da hab's. Okay, rippt das da war ein Blamage, das Kaffee kommen. Da haben wir auch die einzige Hoffnung als Lützburg die hatten. Wenn es schon für ein Land muss, also für ein Equipe muss spielen, wo Lützburg fandet, wo der Druck ist, weil es hat so für ein Spieler machen nicht Druck. Und hat auch gut Punkte, also das ist auch eben die Punkte. Nicht ob gerne mal spielen, weil er einen guten Individual Score hat. War bei Taylor mal der Fall. Haben wir leider verloren, die letzten Sekunden. Und immer da denken, ich Milo hat 14 Minuten gehabt. Ich habe den World Cup ganz sehr zusammen resümiert. Wie gesagt, den Novent unbedingt gucken, am Mitte um 5. Wann United States die Japaner wollen probieren zu ditchen, ist doch nicht mehr zu gucken. Aber bis nächstes Jahr, RFV Sabanik. Alle, ciao, ciao.